Ganz hinten im Kleinwalsertal, gleich hinterm letzten Trubel, liegt der Ausgangspunkt unserer Tour. Hier, das wird das letzte Mal Zivilisation, Skiwahnsinn sein. Okay. Weil wir hauen jetzt ab ins Ruhige und schauen wir mal, dass wir noch einen coolen Schnee finden. So, Gibt's ja linke und rechte, oder? Wir machen Schnalle außen hin, das quasi beim Laufen. Ans Schuhwerk für die nächsten 3 Tage werden sich die Begleiter von Iris bald gewöhnen. Dass er noch kühl in die Schuhe hat. Von Hütte zu Hütte wollen sie vom Kleinwalsertal in den Bregenzer Wald hinüberqueren. Dann kommt sie jetzt einfach auf mich zu, ein bisschen mehr Abstand halten. Und dann schauen wir, ob das bei euch alles anders ist. Ja, perfekt. Für Hubert, Olli und Thomas ist das die erste Durchquerung auf Schneeschuhen. Und auch Iris freut sich auf die bevorstehende Tour, die gleich am Einstieg vom Hohen Ifen flankiert wird. Iris ist nämlich nur im Nebenjob Bergwanderführerin. Im Winter arbeitet sie hauptsächlich im Büro. Für mich super Kontrast, auch so der Ausgleich dann. Oder auch, ich liebe das einfach, mit den Leuten rauszugehen und in der Natur zu sein. Da fühle ich mich schon wohler als im Büro. Man lernt ja da immer neue Leute kennen von überall. Und da sind so, die oberflächlichen Sachen sind da halt einfach wurscht. Und du lernst die da auf so einer ganz anderen Ebene kennen. Bist dann teilweise auch mit dabei, wenn die Leute so ihre Grenzerfahrungen haben. Und dann aber auch wieder zusammenkommen, wenn dann alle zufrieden sind, das ist schon mal schön. Ob die nächsten 3 Tage auch für Sie Grenzerfahrungen bereithalten? Noch geht es ganz bequem dahin. Auf die Tour über die Schwarzwasserhütte und das Neuhornbachhaus hinunter nach Schoppenau ist vor allem Thomas gespannt. Die Heimat vor der Haustür ist natürlich immer so weit entfernt. Man kennt sich ja überall aus, aber vor der Heimat, da ist man dann doch oft weit weg. Hubert und Olli kommen aus der Rhön. Die ist zwar rau, aber deutlich flacher. Im Winter habe ich halt immer ein bisschen als, ja, ich sag mal, Flachland-Tiroler Bedenken, wo sind die Wege, sehe ich alle Markierungen, wie komme ich zurecht. Da finde ich schon so eine geführte Tour wesentlich, ja, angenehmer. Und noch einen Vorteil hat so eine geführte Tour. Die Gäste können sich aufs Schauen konzentrieren. Die 3 haben ein geschultes Auge. Du genießt halt die Gegend und du genießt auch den Weg. Und wenn man eine Spur sieht, freut man sich, dass da auch noch Wild gibt. Alle 3 sind Jäger. Und für sie gehört zu einem Naturerlebnis vor allem auch die Tierwelt dazu. Sie sind gespannt, ob und auf welche Spuren sie stoßen werden. Am Ende des Talbodens begegnen ihnen aber zuallererst die Spuren der Walser, die aus dem Wallis herüberkamen und diesem Tal seinen Namen gaben. Das hier ist die alte Melköde. Das erste Mal 1612 urkundlich erwähnt worden. Und die haben hier jedes Jahr immer noch Kühe heroben und buttern, machen selber Käse. Es sind immer so um die 30 Kühe, die sind dann hier immer überall unterwegs. Kaum liegt die Alpe hinter ihnen, beginnt das Abenteuer. Ja. Und was jetzt? Es geht leicht, was? So wenig Schnee da vorne ist es vielleicht ein bisschen besser, aber es wird, ja, irgendwie müssen wir noch. Das geht schon. Von Ladies First ist hier wenig zu spüren. Ich muss mich mehr durchsetzen als Guide. Die wissen halt, wo sie hingehen müssen. Man merkt schon, dass die auch sonst im Gelände unterwegs sind. Way down, way down, way down. Fish them way down, way down, way down, way down. Fish them way down. Hier jammert keiner über Fußschmerzen, als die Schwarzwasserhütte erreicht ist. Grüß dich, Dominik. Hallo, servus. Schön, dass ihr da seid. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Ja, gut.
So, das ist ja. Ziel erreicht. Ja gut, checken wir euch ein. Ja. Ihr habt bestimmt einen Hunger, oder? Ja, ohne Mampf kein Dampf. Ja. Ja, ich bin begeistert. Also es war schon Stücke dabei, wo es recht anstrengend war, aber ich bin von mir, ja, schon, also ich bin zufrieden. Ging gut. Die sind super gelaufen. Das war echt jetzt ein cooler Aufstieg. Das ist vielversprechend für die nächsten Tage. Doch bevor die weiter geplant werden, wartet in der Hütte Verstärkung auf die Gruppe. Der Bergführer Michel wird sie auf ihrer nächsten Etappe begleiten. Ich habe Verstärkung gekriegt, weil wir in steilerem Gelände unterwegs sind. Und das ist für die Wanderführer dann eher schon die Grenze. Und das ist einfach, dass wir safe unterwegs sind, das ist das Wichtigste. Und deswegen der Bergführer. Wir sind im Team unterwegs. Na klar. Wir sind morgen in den Gipfellagen unterwegs vom Walsertal. Es gibt steile Passagen, die sind schon deutlich über 30 Grad. Wir haben unter Umständen auf den Südseiten ein bisschen harten Untergrund, ja, mit ein bisschen am Absturzgelände. Ich habe euch noch was mitgebracht. Ich habe euch noch die Lawinenprognose für morgen, oder? Die kommt da jetzt immer. Dominik versorgt seine Gäste nicht nur mit gutem Essen, sondern auch mit wichtigen Infos. Das ist es nicht, oder? Ein Einser ist natürlich gut, oder? Wir haben sehr, sehr sichere Verhältnisse. Das Wetter aber soll sich deutlich verschlechtern. Sie planen also mit einer Alternative und sind gespannt, was die Nacht bringt. Die Schwarzwasserhütte ist vor gut 100 Jahren als erste Skihütte überhaupt vom Alpenverein erbaut worden. Und bis heute ein Stützpunkt in der winterlichen Bergwelt. Und wie ist die Entscheidung gefallen? Wir haben jetzt beschlossen, dass wir auf Stormangel gehen. Und schauen wir mal, wie das Wetter oben ist. Hoffe, dass wir ein bisschen was sehen. Bis die Sonne kommt. Quasi, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir haben halt den Vorteil, wenn wir jetzt auf Steinmandel gehen, dass wir da im Windschatten sind am Anfang. Also da zieht es dann jetzt einfach nicht so her. Und die Tour ist insgesamt kürzer. Das heißt, wenn es dann später zuzieht, dann sind wir einfach auch schneller unten. Man sieht jetzt schon, dass die Gipfel langsam eintrüben einfach. Ja, das wird die Sichten deutlich verschlechtern heute Nachmittag. Ja. Aber noch wechseln sich Wolken und Hoffnung immer wieder ab. Die Gruppe findet ihren Rhythmus. Und sogar mehr als nur eine Spur. Siehst du die Gams da drüben? Packen wir da Fernglas aus. Wir gucken uns die mal an, ob so ein Bock ist. Einzelne Stück. Und der Fichte links, 50 Meter nach unten, da steht so im Haupt Richtung Bergnauf. Gamsbock, mittelalt, dreht sich jetzt gerade. Ja, der schlägt jetzt mit der Vorderläufe der Schnee frei, damit er ans Gras kommt, damit er Äsung findet. Die muss Energie sparen. Die sieht uns mit Sicherheit und die weiß genau, wir sind keine Gefahr. Ich brauche meine Energie, lauft ihr mal weiter, denkt sie sich, und das ist auch gut so. Und was würde sich die Gams denken, wenn sie wüsste, dass 3 der 5 Schneeschuhgeher Jäger sind? Vielleicht, dass auch die ihre Energie für sich brauchen. Insgesamt ist es doch ein anspruchsvolles Gelände hier. Ja? Es ist doch relativ steil, mit Schneeschuhen zu laufen. Wir haben einen sehr harten Schnee heute. Und trotzdem kommen sie mit den groben Zacken, die sich in den harten Schnee bohren, gut bergauf. In diesem Gelände ist es auch bei einer Schneeschuhtour wichtig, die Lawinenlage gut im Blick zu haben. Ja, das ist ein bisschen eine flachere Stelle, da machen wir eine Pause. Ja? Kurze Trinkpause. Könnt ihr euch da so ein bisschen herstellen. Ja? Achtung, hinten geht's runter. Ja? Klar, für die Schneeschuhgeher gelten dieselben Regeln wie für die Skifahrer. Im Gegenteil, ja? Die Schneeschuhgeher erzeugen eigentlich in der Schwachschicht eine größere Zusatzbelastung wie der Skifahrer. Ja? Weil die Fläche, wo der Schneeschuhgeher draufsteht, viel kleiner ist und dadurch eine Schwachschicht viel schneller stören kann. Doch heute liegt der Fokus auf dem Wetter. Der angekündigte Westwind hat Nebel mitgebracht. Wir haben so ein bisschen eine weiße Suppe heute. Ja? Whiteout, ja, der Himmel verschmilzt mit dem Schnee. Da muss man auch schauen, dass man nicht ins runterfällt. Und man muss schon schauen, dass wir sind hier schon in der wilden Natur unterwegs, dass die Natur uns da nicht einholt. So,
Hast du geschafft? Hey, gut. Hey, super klar. Ja, Kollegin. Ja, geil, ja? Geil. Der Gipfel ist heute nur ein Zwischenziel. Denn der Abstieg wird Schritt für Schritt zu einem sich hinuntertasten und immer mehr zur eigentlichen Herausforderung. Ein bisschen steilerer Hang kann man eben da hinten raus. Ja, kommt man nicht rein, sondern wir laufen jetzt einfach da. Rüber's links. Und wir halt genau auf das Spiel runter, jetzt Genau, wieder ja. ein bisschen nach rechts nun. Da am blauen Punkt sind wir, da kommt eine Höhenlinie rein. Ja. Da ziehen wir jetzt eher so ein bisschen schräg halten, da rechts rüber. Und dann kommen wir unten schon in das flache Alpgelände. Du hast keine Referenz, du siehst keine Gipfel, du hast keinen Wald, also du bist quasi einfach so in der Suppe. Und es kann ganz schnell passieren, dass du ein kleines bisschen zu weit links gehst, zu weit rechts. Und dann stehst du auf einmal irgendwie vor einem richtigen blöden Gelände, musst im Endeffekt dann vielleicht wieder umdrehen, kommst nicht weiter. Und das muss man halt vorher verhindern und einfach die ganze Zeit ein bisschen mitdenken. Die Natur ist verstummt. Und im völligen Weiß verschwindet sogar das Gefühl, am Berg zu sein. Aber Iris und Michel beherrschen die Orientierung auch im Nebel. Und irgendwann bekommt das Weiß wieder Konturen. Was taucht da auf? Da geht euer Herz auf, ja? Ja, vor allen Dingen Heimatgefühle. Und nach dem gemeinsam bestandenen Abenteuer werden doch auch unterschiedliche Positionen klar. Dann sind die einen wieder Jäger und die anderen Tourengeher. Es ist ja immer dieses Ich. Ich bin da, ich darf alles. Wo ich bin, da ist die Welt in Ordnung. Da denke ich, muss halt jeder für sich einmal ein bisschen zurückstecken und auch die Meinung und das andere respektieren, was der andere vielleicht denkt und was der für Interessen hat. Ein Jäger muss so für den Tourismus natürlich irgendwo einen Blickwinkel mal kriegen und sagen, klar, ohne Tourismus geht's nicht, gehört dazu. Und der Tourenskifahrer muss einfach sagen, ich muss ja nicht mitten durchs Gelände fahren, wo das ganze Wild steht. Und dann denke ich, wenn man da gemeinsam jeder ein bisschen auf den anderen Acht nimmt, ist man auf einem guten Weg und kann noch eine gemeinsame Lösung finden. Es ist leider oft kein Gespräch auf Augenhöhe, sondern es ist so, dass natürlich einige Nutzer an diesem runden Tisch natürlich mehr Macht haben auch. Ja? Die Jäger, die dann natürlich vom Land unterstützt werden. Die Tourengeher, die eigentlich mehr zerstören und nicht unbedingt einen kommerziellen Nutzen bringen. Ja? Die werden dann gern mal auch rausbefördert aus diesem System. Ja? Vielleicht helfen ja auch solche Touren und der damit verbundene Rollentausch, das Gegenüber besser zu verstehen. Am Neuhornbachhaus verabschiedet sich Michel ins Tal. Den letzten Tag übernimmt Iris wieder alleine. Ziel erreicht, klares Ziel. Ziel erreicht, geschafft das Ganze. Hey, super, sehr schön. Ich drücke ich auch noch mal. An diesem Montagabend sind die vier hier oben fast die einzigen Gäste. Und Iris zeigt den Jägern ihren Zugang zum Wild. Sie schießt Fotos. Das kann ich euch auch mal zeigen. Gigantisch. Das ist Torscher. Das sind dann Wapiti, ne? Ja, das war ein Wapiti. Aber da kommt noch alles Mögliche. Das ist noch ein Rotmilan. Gerade so das, was ihr auch macht, halt das Ansetzen und so, das ist ja eigentlich mit der Kamera das Gleiche. Also du bist im gleichen Gelände unterwegs, du brauchst wahnsinnig viel Geduld, musst viel beobachten, du baust eine besondere Beziehung auf. Also das ist eigentlich schon ein bisschen ähnliche Arbeit. Also deswegen, ich finde das auch echt cool, so von der Herangehensweise. Auch wenn ich persönlich, ich könnte, glaube ich, kein Tier schießen. Also ich würde gerne mal mit auf die Jagd mitgehen, einfach nur zum Sehen, was das mit mir macht. Aber ich habe auch ein bisschen Schiss davor, dass es mich halt echt so traumatisiert. Vielleicht gibt's ja mal einen gemeinsamen Jagdausflug. Neuer Tag, neues Glück. Zum Abschluss sind die vier völlig einsam auf dem Weg.
Heute scheinen sie die ganze Weite für sich zu haben. Eine magische Stimmung hängt zwischen den Wolken. Verheißungsvoll lockend. Und tatsächlich... Ein kurzes Sonnenfenster tut sich auf, gerade im richtigen Moment. Bergheil. Bergheil. Hier ist Bergheil. Hubert. Bergheil. Bergheil. Und beschert ihnen ein umso kostbareres Glück. Tiefenentspannt, Bergwelt, Rundumblick, ein Gipfel nach dem anderen. Einfach super. Wunderbar. Körperlich was zu schaffen, das Wetter ist super. Was willst du mehr? Also unbeschreiblich. Ich habe vorhin gesagt, für Geld kann man sowas gar nicht kaufen. Man muss es einfach machen. Man muss es machen und gut ist. Ich bin total begeistert. Am Anfang hatte ich ein bisschen Bammel gehabt, ne, ob man das auch körperlich schafft. Oder man weiß ja nicht, was auf einem zukommt. Aber jetzt der Ausblick oder was, das entschädigt für die ganzen Strapazen. Wir kommen wieder. Kannst du ausschalten?